Ja, grüß euch benannt und einen Sakrisch-Gurden. Jetzt Kasperl. Ich bin gerade fertig geworden mit dem Beantworten der aktuellen Kommentare. Vielen Dank. Waren sehr viele nette Dinge dabei. Und einige Leute haben auch drunter geschrieben, sie haben selber irgendwie momentan zu kämpfen, weil sie schwerkranke, stellenweise krebskranke Menschen im näheren Umfeld, in der Verwandtschaft, in der Familie haben. Und euch kann ich nur sagen, ich fühle das. Ne? Leider Gottes ist es inzwischen so, dass fast jede Familie irgendwann einmal mit dieser Geißel der Menschheit konfrontiert wird. Und das ist immer ein schwerer Weg, den man da zu gehen hat in dem Fall. Und ich wünsche euch ganz viel Kraft und alles Gute und hoffe für jeden Einzelnen von euch da draußen, der momentan das als Thema hat und vielleicht auch meine Videos ein bisschen als Eskapismus vor der ganzen Scheiße nimmt, dass das für euch und eure Lieben einen guten Ausgang gibt. Ne? Nur so viel dazu. Wir behandeln heute, das wird ein sehr kurzes Video, muss man dazu sagen. Wir behandeln heute nicht Reini. Ich habe gestern ein Video gesehen und habe mir gedacht, ich habe da ein wenig was dazu zu sagen. Aber nur zu 2 Teilen. Der Rest von dem Video ist mir relativ einerlei. Und zwar, ihr werdet es im Titel schon mitgekriegt haben, es handelt sich um ein Video von KuchenTV. Und zwar Werbepartner gecancelt, ekelhafter R&D Shoyoka Verteidigungsartikel Kuchentalks Nummer 1020. Und warum ich das behandle, ist zum einen natürlich habe ich diese ganze Shoyoka-Bubble, Boys Club, Krieg-Scheiße irgendwie mitverfolgt und weil es sehr viele Parallelen zum Game hat, sagen wir mal ehrlich, nur dass es sich auf einer anderen Bekanntheitsebene abspielt. Und zum anderen, Leute, wenn mir das vor 2 Jahren jemand gesagt hätte, dass Ofi Thema in einem Kuchen-TV-Video werden würde, Leute, ihr hättet euch für bekloppt erklärt, aber pfui Gas. Es ist wild. Denn Ofi hat ja über diese Shoyoka-Thematik auch ein Video gemacht. Und das war sehr gut. Sehr, sehr gutes Video. Ich nehme an, dass viele von euch das gesehen haben. Die Leute von euch, die es nicht gesehen haben, schaut es euch nochmal an. Wie gesagt, die Parallelen zwischen ihr und unserem Reini sind erschreckend. Und zu dem Thema wollte ich später auch nochmal was sagen. Entschuldigung, im Übrigen, ich bin ein bisschen heiser, aber einen leichten Katar. Und, Entschuldigung. Jetzt bin ich schon so wie Reini, wenn er räuspert. Keine Sorge, es wird nicht im 20-Sekunden-Takt eine halbe Stunde lang Geräuspere zu hören sein. Ich finde der heilige Ofenkäse macht ein Video über Shoyoka und KuchenTV berichtet darüber. Fand ich einfach schön. Und wenn ihr genauer wissen wollt, worum es da geht, Ofi kommt da nur ganz kurz dabei vor. Es gibt noch einen anderen Punkt, auf den Kuchen da eingeht, aber da wollten wir jetzt erstmal nicht genauer drauf eingehen, was ich viel besser fand. Was ich viel, viel besser fand, weil ich der Meinung bin, es braucht mehr Firmen, die sowas machen, war folgendes. Und zwar, irgendein Hiopai aus dieser Shoyoka-Bubble hat Wannabe Anonym einen Artikel geschrieben und natürlich auf einem journalistisch absoluten Top-Niveau, wie das zu erwarten ist von diesen Leuten, die man irgendwie irgendwann vor kurzem mal mit dem Brotklumpen aus dem Wald gelockt hat. Und es sind die üblichen Widerlichkeiten versucht worden. Ne? Also es sind über E-Mail praktisch an gewisse Stellen Suggestivfragen gestellt worden, um
ja, Influencer zu schaden, um sie als schlechte Menschen darzustellen. Ne? Man kennt das irgendwie, keine Ahnung, die Worte, die dann immer fallen. Ja? Frauenfeindlich, bla 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 bla. Und die haben wohl, wenn ich das richtig verstanden habe, versucht, einem Jakob Rätsel die Partnerschaft mit Holy zu versauen. Ihr kennt Holy mit Sicherheit, weil jeder zweite deutsche Influencer wirbt für Holy. Und zu Recht, ganz ehrlich, das Zeug ist gar nichts auf das Literweise. Aber soll keine, ich werde nicht von Holy bezahlt. Ich mache hier keine Holy-Werbung. Ich hätte es sehr, sehr schade gefunden, wenn Holy sich dadurch hätte instrumentalisieren lassen. Was Holy aber getan hat, ist genau das Gegenteil, als sich instrumentalisieren zu lassen. Denn, und jetzt kommt der Clou, die Jungs von Holy, die dafür verantwortlich sind, wer da irgendwelche Placements kriegt, die schauen sich die Leute tatsächlich an. Und die kennen sich aus im aktuellen YouTube-Game in Deutschland und merken dann natürlich sofort, wenn irgendjemand versucht, sie zu verarschen. Und ich finde das großartig, weil ganz viele Firmen würden dann hergehen, wenn man auf die zukommt und sagt, im Übrigen, ihr seid da verpartnert mit irgendeinem Dude, und dann die Worte irgendwie Misogynie, frauenfeindliches Ding, Hasskampagne, Hate Game und sowas in den Raum wirft, die würden sofort in den Panikmodus schalten, sämtliche Verbindungen zu der Person abbrechen und sich tausendmal entschuldigen, wie sie mit so einem Unmenschen haben zusammenarbeiten können. Die Dudes von Holy haben dies nicht getan. Ne? Also ich nenne das gern den, keine Ahnung, Warner Brothers Johnny Depp Move. Ne? Dieses, oh, es sind irgendwelche Vorwürfe gegen die Person stehen im Raum. Ja, dann auf Wiedersehen. Ne? Disney hat es ja genauso gemacht. Und das finde ich großartig. Ich lasse euch jetzt mal von Kuchen vorlesen, was Holy zu der ganzen Sache zu sagen hatte. Aus unserer Sicht äußern sich unsere Partner nicht übermäßig abfällig gegenüber Shoyoka, sondern kommentieren lediglich ihre Anschuldigung ihnen und anderen Menschen gegenüber und ordnen diese ein, schreibt ein Sprecher. Es sei nicht ihr Ziel, Hass zu verbreiten. Darüber hinaus werde der Fall in den Medien nicht richtig dargestellt. Die Berichterstattung von Zeit und ZDF-Magazin Royal halte man für einseitig, schreibt ein Sprecher weiter. Da sie allein die Opferrolle von Pia Scholz beleuchtet und ihre Angriffe gegen ehemalige KollegInnen und auch unsere Partner vernachlässigt. Bevor man sich mit einer Anfrage an Holy wende, sollte man als Journalist tiefergehend recherchieren, heißt es mahnend. Keine Ahnung, ignorieren wir mal das Gegendere da drin. Das ist ja nur ein Wort, ne? Man kann es überlesen. Mich cringe das auch, aber im Endeffekt, was die gesagt haben, durch die Blume hindurch, zu dem Dude, der ihnen die E-Mail geschrieben hat. Ja. Kollege, wir wissen schon, mit wem wir zusammenarbeiten. Wir machen uns da Gedanken, wir schauen uns die Leute vorher an und wir kennen uns in dem Game aus. Also versuch nicht, uns zu verarschen. Ja? Du und deine ganzen anderen Kasperlen labert reichlich Scheiße und habt offensichtlich wenig bis gar keine Ahnung, worüber ihr da eigentlich redet. Und jetzt macht mal, wenn ihr schon Journalisten spielen wollt, euren Job und informiert euch ordentlich und kommt uns nicht mit irgend so einer Suggestivfragen-Scheiße, um uns auf den Sack zu gehen. Danke und auf Wiedersehen. Und ich hab's gefeiert. Ganz ehrlich, ich hab's gefeiert. Ich hätte es traurig gefunden, hätten sie anders reagiert. Ne, wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, ein Jakob Rätsel-Video gesehen hätte, in dem es geheißen hätte, ja, keine Ahnung, Holy hat mir die Zusammenarbeit gekündigt, weil irgendwelche Dullis aus dieser Shoyoka-Bubble denen irgendeine Scheiße geschrieben haben. Das hätte ich sehr traurig gefunden, weil wie gesagt, ich mag das Zeug und das hätte mir immer so ein bisschen ne, im Hinterkopf rumgespukt, wenn ich das getrunken hätte. Das wäre schlecht gewesen. Aber ich finde es jetzt, keine Ahnung, erzeugt das mehr Markenbindung, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Also es funktioniert bei mir. Also genau richtiger Move, genau der richtige Move. Und das so abzuschmettern, Chapeau.
auf jeden Fall Chapeau. Und jetzt kommen wir zu dem, was ich gemeint habe, was ich dazu noch sagen wollte. Das grundlegende Problem, dafür kann man den hier mal schnell wegmachen. Genau. Meine Meinung, und ich werde nicht großartig, also ich habe nicht vor, großartig auf dieses Shoyoka-Game einzugehen, weil ich bin da nicht so der erfahrene Influencer dafür, ne? Also ich bin gar kein Influencer. Ne? Ich wollte damit sagen, das ist ein Topic für erfahrene Influencer, dass Ofi da in dem Game mitspielt, ja. Ich Kasperl, nee. Aber ich möchte kurz meine Meinung zu der ganzen Nummer zum Besten geben und danach soll es auch gut sein. Meiner Meinung nach ist Shoyoka ein Opfer ihrer eigenen Bekanntheit geworden. Die Frau ist sehr jung, sehr erfolgreich im Internet geworden und das ist ihr zu Kopf gestiegen. Und natürlich ist es ist eine attraktive junge Frau, die kriegt sehr viele Leute, die ihr nach dem Mund reden. Das Wort Simp mag dem einen oder anderen durchs Oberstübchen geistern. Und ich glaube, genau so ist es gelaufen. Ne? Das ist eine junge, attraktive Frau, die war da im Internet, die hat gegamed und dann sind diese ganzen Incels hergekommen und haben und sind ihr in den Arsch gekrochen. Und haben gedacht, oh, ja, die finde ich ja geil. Und das ist einfach wirklich, die Typen sind die eigentlichen misogynen Spastis, weil für die eigentlich nur ein Sexobjekt ist, das sich freiwillig ins Internet stellt. Und die haben ihr die Arschfalten geküsst, über Jahre und Jahre hinweg und haben sie mit Barne beworfen. Und daraufhin hat sie wohl irgendwie, keine Ahnung, den Bezug zur Realität verloren. Und so einen Höhenflug gekriegt, man kennt das bei solchen Leuten. Ne? Wenn man zu jung, zu viel Geld, zu viel Aufmerksamkeit und zu viel Erfolg hat, das steigt den meisten Leuten irgendwie in die Rübe. Und dann saß sie halt da vor 1,5 Jahren, als die ganze Scheiße angefangen hat und hat halt gemeint, ich kann mich jetzt hier von meiner Community setzen und einfach über irgendwelche Leute abranten, weil was soll mir groß passieren? Ne? Ich bin ja die große Shoyoka und mein Wort ist Gesetz. Ne? Du sollst keine anderen Influencer neben mir haben. Und sie hat halt mit dem Gegenwind nicht gerechnet. Und ich glaube, sie hat keine Ahnung gehabt, wie sie mit dem Gegenwind umgehen sollte, weil sie keinerlei Medienkompetenz hat. Weil sie noch nie Medienkompetenz gebraucht hat, weil ihr bisher alle nur in den Arsch gekrochen sind. Und das Problem dabei ist, wenn du halt einfach Medienkompetenz erst lernst, wenn du so eine riesengroße Reichweite hast, dann kann das sein, dass du massiv auf die Fresse fällst. Und sie versteht, glaube ich, auch einfach nicht, weil sie über Jahre hinweg war sie einfach perfekt. Alle Leute haben ihr immer nur Zucker in den Arsch geblasen und sie versteht nicht, warum sie jetzt Gegenwind bekommt. Und sie versteht auch nicht, dass gewisse Kritik, die ihr gegenüber geäußert wurde, vielleicht auch gerechtfertigt ist, weil sie sich niemals selbst reflektieren musste. Alles, was sie bisher ins Internet gepimmelt hat, wurde einfach von irgendwelchen Leuten abgenickt mit Ja und Amen, weil es auch die Leute, die sie jetzt kritisieren, nicht interessiert hat. Ne? Für die war war die halt so ein Internet-Kasper, die da ihr Ding macht und denen war sie scheißegal. Und jetzt ist halt diesen Leuten auf die Füße getreten und tritt immer mehr Leuten auf die Füße und die Liste ist ja lang. Ja, also das fängt ja bei einem Kuchen-TV nur an. Ne, das geht ja dann über einen Jay Riddle, einen Tobias Huch, Skuros, wie sie nicht alle heißen. Und Shoyoka hat sich wohl gedacht, ja, mit denen nehme ich es easy auf. Und sie nimmt es halt nicht so easy auf mit den Leuten. Und ich finde das schade, ne, dass eben Menschen
nicht die nötige Social-Media-Kompetenz haben, ne? Bevor sie mit dieser Scheiße anfangen. Bevor sie eine Reichweite von Hunderttausenden von Followern haben und davon leben und sich einbilden, sie müssen da ein Büro haben mit Angestellten, hat sie ja inzwischen nicht mehr, weil ja die Kohle vorne und hinten rausblutet. Was natürlich klar ist, wenn ich permanent irgendwelche Leute, die auch richtig Schotter haben, vor Gericht ziehe und dann immer deren Anwälte bezahlen muss. Halt auch wild. Und ich habe auch Ausschnitte gesehen, wo Leute sie in ihren Büroräumen besucht hatten damals und wie sie mit ihren Angestellten umgegangen ist unter aller Arsch. Ich glaube, ich habe das auch schon mal gesagt. Keine Ahnung, wenn ich da einer der Angestellten gewesen wäre. Und die wird mit der Kamera begleitet und wird mich so behandelt, also Kamera hin oder her, wenn sie mich so behandelt, aber mit der Kamera schon zweimal, wird mich so behandeln, wie sie da ihre Mitarbeiter behandelt hat. Ich würde ihr das Klump hinschmeißen und sagen, mach deinen Scheiß alleine. Ich bin weg. Fick dich. Und ja, das ist dieses, war das Julius Caesar? Ich glaube, es war Julius Caesar. War das? Auf jeden Fall irgendein römischer Kaiser, der Sage nach wohl jemanden hatte, der immer hinter ihm steht und ihm immer ins Ohr geflüstert hat, denke immer dran, du bist nur ein Mensch. Zu viel von dieser überwältigenden Arschkriecherei in sehr jungen Jahren, gerade im Internet, führt nun mal dazu, dass die Leute oft einfach ein bisschen einen Realitätsverlust bekommen und sich für unfehlbar halten. Und das führt dann genau zu solchen Situationen. Und wo das Ganze auch mit dem Drachengame wirklich sehr viele Parallelen hat, ist der weitere Umgang mit der Scheiße. Ne? Und wenn die Kritik immer mehr wird und der Gegenwind immer stärker und es immer mehr Leute gibt, die sagen, nee, das ist nicht in Ordnung und Gerichte eingeschaltet werden, die einem sagen, das hast du scheiße gemacht. Dass man dann nicht irgendwann in die Lage kommt, dass man sagt, hey, ich reflektiere mich jetzt mal selbst, so vielleicht habe ich da wirklich Scheiße gebaut. Vielleicht ist auch vieles davon meine Schuld. Und vielleicht ist es auch nicht möglich, sich irgendwie zu einigen mit den Leuten, aber dann könnte man wenigstens sagen, okay, we agree to disagree. Ne? Ich habe dir jetzt meine Meinung gesagt, klar und deutlich, du hast mir deine Meinung gesagt, klar und deutlich. Und wir kommen auf keinen grünen Zweig, aber wir müssen das ja jetzt nicht weiter auswalzen. So, wir wissen es jetzt, ist alles gut, passt. Stattdessen setzt sie sich dahin und es ist wie Reini. Ne? Bei Reini war es, er macht den Stream an, die Hater, die Hater, die Hater, die Hater, die Hater, die Hater haben hier, die Hater sind da, die Hater sind so dumm. Ich habe ja die Hater so im Griff. Es gibt hier so eine in diesem Video von Kuchen so einen Ausschnitt, wo sie so richtig suffisant lacht, wie Reini. Es ist erschreckend, wie Reini sitzt sie da. Der Jay Riddle, der ist gar nicht so anonym, wie er denkt. Hahaha. Das hat echt ein Niveau von, wo Reini versucht hat, den Jahrmetzger zu leaken. Und dass man dann einfach nur sagt, okay, nee, dann rede ich halt jetzt nicht mehr über die Leute, weil es würde sofort aufhören. Es würde sofort aufhören, wenn sie nicht sich in jeden Stream reinsetzen würde und sagen, im Übrigen KuchenTV hier, Jay Riddle da, Tobias Such hin, Skurros her. Ja, sondern wenn sie einfach sagen würde, nee, okay, Thema ist für mich gegessen, ich konzentriere mich jetzt wieder auf meine Kernthemen, ja, pseudo-aktivistischen Bullshit ins Internet blasen und mehr schlecht als recht Computerspiele spielen und mich dafür von irgendwelchen Sims mit Kohle bewerfen lassen, die der irrigen Hoffnung sind, sie würden dafür irgendwie meine Gunst kriegen. Was weiß ich, was diese Speichellecker sich denken, die einfach irgendwelchen Frauen im Internet die Kohle hinten nachschmeißen, einfach nur, weil sie erbärmlich sind. Also nicht die Frauen, sondern die Dudes. Ne? Und ja, und es wird halt nicht aufhören. Es wird halt einfach nicht aufhören, solange bis sich die Frau wahrscheinlich finanziell komplett ruiniert hat, weil sie dazu neigt, wirklich einfach sehr, sehr dumme Sachen zu sagen. Und
gerade ein Kuchen-TV inzwischen halt da einfach drauf giftet. So, der wartet, bis sie was Dummes sagt und dann kriegt sie einen von Latz, weil sie hat ihn, ich weiß nicht wie oft, abgemahnt für irgendwelche Videos, wo er was gesagt hat über sie. Die schießen halt jetzt alle zurück und die Versuche von ihren Speichelleckern, Leute zu deplatformen und zu canceln, und die werden auch, also, ne, die Waffen werden da größer. Ne? Es werden größere Geschütze aufgefahren in diesem Game. Denn normalerweise ist es ja so ein ungeschriebenes Gesetz, gerade unter Reactern, beziehungsweise einfach unter Leuten, die halt im Internet, ne, unter anderem Reactions machen, aber auch, ne, Influencer sind, dass man sich nicht grundlos DMCA strikt. Das war ja auch ein Problem bei Reini. Ne? Wir erinnern uns an, wie hieß der Axel 95, der andere Dicke. Als Reini angefangen hat, den zu striken, hat er zurückgestrikt wie ein Dummer. Und dann ist Reini da gestanden und hat geheult. Und nicht mal das machen sie. Wenn ein Alpha Kevin ist schon versucht worden, irgendwie von Twitch runter gecancelt zu werden. Und der hat trotzdem nicht irgendwie versucht zurückzucanceln. So, die halten sich tatsächlich noch an diesen Ehrenkodex, während ne, Shoyoka und ihre Gimps da in der Gegend rumstriken, wie nicht ganz gescheit. Und das ist ich habe ein Zitat aus Game of Thrones dafür. Wenn du jemandem die Zunge rausschneidest, dann beweist du damit nicht, dass er lügt, sondern du zeigst der Welt nur, dass du Angst davor hast, was er sagen könnte. Und das ist der Punkt. Die gehen halt alle sehr, sehr, sehr unreif mit der Nummer um. Winkler-esk geradezu. Und wir alle, die wir im Game sind, die uns das über die letzten 12 beschissenen Jahre gegeben haben, wissen, wohin das führt. Wir wissen, wohin das führt. Und sie weiß das nicht. Und die Leute versuchen es ihr zu sagen, aber sie will es nicht hören, sie glaubt es nicht. Und keine Ahnung, vielleicht sollte sie mal nach Zobes fahren und sich da mal, ne, umschauen, wo das alles hinführen kann. Na gut, das war jetzt dann auch mein Rant zu der ganzen Nummer. Wie gesagt, ich bin nicht von Holy gesponsert. Und ich werde auch, wenn es nicht unbedingt notwendig ist, zu dem Shoyoka-Thema keine weiteren Videos mehr machen. Ich wünsche euch noch ein wunderschönes Wochenende, für den Fall, dass ich das heute noch hochladen kann, hier das ganze Ding. Und Mad Love.